Lieve Brüder und Schwestern, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Ich freue mich, dass ich Ihnen noch weiter kann begrüßen. Nu groß euer wie ever stoppen an das neue Jahr an. Unsere Adventszeit ist ever. Ans Datum, was wir feiern, wann Jesus soll geboren sein, das ist ever. Lieve Brüder und Schwestern, hoffentlich dort gelohnt, dass wir diese Zeit sind durchgegangen, diese Dezembermonat. Wir sind meistens zum Schluss gekommen. Und für mich ist das ein sehr wertvoller Monat gewesen. Ich habe viel gehört, ich habe viel gelehrt, ich habe viel aufgehört, ich habe mir viel Gedanken gemerkt. Und ich hoffe auch, dass du auch kriegst dort, was getan hast. Aber ich bei dir ein Ding ganz nur sehr, dass viele Menschen sehr rühren wollen. Nur Weihnachten, nur an dieser Zeit, nur Neujahr, weiß ich wegen was. Wegen Jündhaft dort sehr angerührt, dass auch die wollen eine glückliche Weihnachten haben mit Jesus taub, aber die haben den so tun gehorcht, dass die dort haben abgeschoben, die wurden dort leider Turnier tun. Weil die sonst dort ja das einmal war, und ich stelle auch meistens vor, dass das auch hier an diese Gruppen, wo das nämlich passiert sind. Mir würde das sehr schön sein, lieber Freund, wann die angesprochen werden, dass Jesus hat von ihnen der angeklappt, dass die nicht wirst haben angelassen, würde sehr viel zu schön sein, wegen der goldene Gelegenheit wieder. Und die hast du aufgepasst, weil die dort also ein ganz klares Teken, dass dort kriegt nochmal was an Erfahrung gehen. Nie erst dort noch gleich zu laut. Aber wenn wir dort von der abschieben, dann wollen wir dort morgen vielleicht weiter abschieben und dann auf einmal erst zu laut. Und dann wird dort für immer zu laut sein. Aber ich will die sehr Motto sprechen, dort ist noch nicht zu laut. Vielleicht sage ich, die so tun, zu die verschiedene Uhren an und sage ich, dort die Kost dort noch, die Wurst dort noch, dort wird ich reden. Aber dort ist sein Leines, wir haben keine Freiheit oder wir sollen nicht uns die Gelegenheit lassen durchgehen und dann dort aufpassen. Ich will von der ein paar wir sein von zwei Dingen, von vielen Dingen, was wir machen weiten und was wir erfahren haben und was du ein Proof ist, dass ich ein Kind Gottes sehe. Weil diese Frau, die kommt immer weiter ab. Ich weiß nicht, nee, ich dachte, ich zweifle, ich habe nicht eine Heilsgewissheit. Ich habe allerhand getan, aber nu krieg ich von der, nu weiß ich nicht, wo niemand mich stunden wird. Wenn Jesus Christus kommen wird, dann weiß ich nicht, sein ich dabei, sein ich nicht. Ich kann nicht unbedingt eine vollständige Freude haben an der Unterdruck Gottes. Und weet je, doorheen maak ik me een beetje Gedanken, krijg ik even dort, dat we niet sterven, Menschen, Frauen, wo steht das mit mir? Waren wir Frauen als keine schlimme Sache? Wie kann dort mit einer Bibel dort ganz beste, dort so eine Frau uns dort beantworten? Aber wir können uns auch selbst testen. Wir können selbst diesen Test nehmen und sein, wo das stundet. Weißt du, kein Mensch kann sich bekehren. Ich glaube es nicht, dass ein Mensch sich kann bekehren, wenn er nicht dort hat angesehen, dass er ein verlorener Sünder ist. Weißt du, das erste, was ich will sagen, das ist ein Vers aus Psalm 119, Vers 176. Das ist bloß der erste Halb von dem Vers, was ich will lesen. Und du sagst dort, ich sehe so als ein verbiestertes und verlorenes Schub. Weil die Bibel sagt, dass wir alle sind verbiestert und gehen so
verlorene Schub, wat nicht ein Haar haben. Und wat die in dort mat wie erkannt haben. Wir können nicht ein Kind Gottes werden, bloß von Salz, sondern du musst durch eine Ursache durchhängen. Wir haben dort angesehen, wir gehen verloren und du wirst schrie wie ut nu halb, weil die verlorenen sehen an Lukas 15, du von Vers 11 und wieder, dort ist die ganz klarste Bekehrung des Jungen, der sagt dort an, dort er verhungert, er wird umkommen, er wird verloren und er jenkt nur sein Führer. Und dort ist das Bild auch von dir. Dort muss wir einmal erkannt haben, ich sie ein verlorener Sender und ich muss mich abmerken. Und du hast dort diese ganze Zeit gehört, dort du hast eine Radung und du hast auch eine Verdammnis. Weil die, und dort muss wir kann scheiden, dort wo dort du mit ist. Weil die, wenn ich ein Baumchen gesät, hier auf dieser Stadt, wo wir wohnen, und ich habe viele kleine Bäumchen gesät, weil die in der Wassen, und dort, wo würde ich sagen, wenn ich sage, ich glaube, ich habe Bäumchen gesät. No, dort ist ganz sicher, und wenn ich die Bäumchen gesät habe, dann wassen die auch, und ich weiß, wo viel ich gesät habe, weil die in Krieg so fast mit der Bekehrung auch sein. Dort wir können nicht einmal ein Kind Gottes sein und einmal nicht ein Kind Gottes sein. Du wirst wir uns Gedanken merken, wo steht dort, was kann ich mich richten, wo so bekehre ich mich oder was wird ich gesagt tun. Einmal so, dass ich sein ein verlorenes Schub, ich habe das angesehen, du wirst fehlt mir help. Und nu habe ich mich bekehrt und wo kann ich dann nu den Unterschied sein, weil die viele Menschen haben danach keine Heilsgewissheit. Weil die Bibel, die das ganz klar sein. Und ich will 2 Versen lesen aus Matthäus Kapitel 7. Einmal den 13. Vers und einmal den 14. Vers. Und dann wird dort ganz klar sein, der 13. Vers sagt es dort, gut, da ist dort enge Purten an, weil es dort Purt weit und der Weich, der Purt ist weit und der Weich ist breit, da er dort verdorben wird. Und viele gehen den Weg. Sonst das sagt dort an den 13. Vers, weil wir das an denken haben. Und viele gehen diesen Weg, der wird zum Verdorben führen. Der 14. Vers, der sagt ein klein bisschen anders. Der sagt es das. Und dort Purt ist eng und der Weg ist schmal. Der zum Leben führt und dort sind nur wenig, die dort fängen. Weil je, das ist zo'n sehr großer Unterschied. Dort muss jeder Christ erkennen. Wenn wir das nicht können, dann sind wir gleichgültig. Und dann gehen wir wahrscheinlich mit der ganz großen Herd mit, wenn wir diese beiden Wege nicht unterscheiden können. Der Herr Jesus, der das soll sein, ab der Bergpredigt, und er sagt, dort sind sehr wenig, die wird auf der Route fahren, dann wo du wenig getravelt wird. Weil Jesus dort kann wie dort sein. Und dann hast du eine Route, ich glaube, dort ist ein Doppellinie heavy oder vielleicht noch viel mal doppelt, aber dort sage ich, der wird zum Verdorben. Die 2 Wege sind du. Eins sind sehr enger, du in der Brücke gleichen breiter, während du sagst nur wenig, wo du boven fahren dann. Und auf der breite Route, du sind dort sehr viele, wo du fahren dann, weil die in das ist das nächste Ding, wo wir unbedingt erkennen müssen, auf welcher Route sind ich. Wen, da kann ich überall sein. Die beiden Wege, die kann nicht liegen breit sein. Die sind ein großer Unterschied, dort wir dort nicht weiten. So dort will ich zu Ihnen sagen, oder will ich Ihnen auch mitchecken, weil wir das proben. Auf der Route, wo ich fahren darf, ist dort die Route, wo du sehr viel fahren darfst, oder ist dort die Route, wo du wenig fahren darfst. Weil die auf den kleinen Weg, auf der Route, das ist dort an, wo du wenig getravelt wird, dort kann sein, dass dort viel Röcher sind. Du sind viel mehr Steine auf dem Weg. Du sind viel mehr Löcher. Dort hat gleich sehr schön fahren. Du sind schwere Tiden. Dort beleben wir alle Tag. Dann bekehrt sich du eine Saster und dann hast du eine Verfallung und hast den schweren Tied zu drehen von der ewigen Familie.
en dan bekeert zich door een andere, en dan heeft dat deze schwierigheid, weet je, dat is alles door op den schmalen weg, wo door mensen niet getraveld wordt. Door wie in dat is dat. En dan laat het zo, wanneer we op den groten weg naar rijden, door wordt het zeer makkelijk zich vormen en dat ook. En er is ook veel meer schwingen. Maar weet je, dat is een rood, wat door allemaal stukken wordt en allemaal stukken worden dat. En dat heb ik hier gelezen in Matthäus 7, dat de gouden laat, weet je, wo dat handvieren dat, en de halen. Maar de smalle weg, weet je, wo die handvieren dat aan Himmel aan. So, we kunnen entscheiden, op welke route wil ik reizen. Hier aan dit kleine stootje, wat we hier op deze aardbol te leven hebben. Zal mir dat schijnen, wil ik met den groten stroom met, oder wil ik met de paar stek, zoals de Bibel dat zegt, dat ik kan mir dat wählen, wo ik wil. En waarschijnlijk wordt dat zo luiden, ik zal liever door met de grote verzameling metfahren. Weet je, dat zijn die wat door worden verloren gaan. Zo leert de Bibel aanstaat. So, ik wil die zeggen, wanneer du dat hast abgeschoven met die bekering, wanneer die niet meer zeggen was, dan doe dat niet. Dan doe dat van jou. Merk die ab en die kost van jou nog, dat zijn, als nog einmal war de gelegenheid van den breiten weg rauf te komen, op den schmalen weg nach, aber wo lang, dat is ons niet bewust. En dat kan een dag te laat zijn. Mocht de Herr genoeg schenken, nu te denken, op woonweg zijn ik. Ik wens die veel moed en kracht. Mijn naam is Doof Wol.